Ich bin schon gestorben. Das vielleicht mache ich einfach nur mein T-Shirt kaputt. Guten Tag, meine Freunde. Du hast keine Lust auf mich, oder? Heute sind wir herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder mal ein Video mit TikTok Lifehacks. Ja, ich habe mir ein paar TikToks rausgesucht, wo ich dachte, ja, die Lifehacks, die kann man brauchen fürs Leben. Auf jeden Fall werden wir die heute ausprobieren und testen, ob sie wirklich nice Hacks sind. Darum würde ich sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Gut, mit welchem fangen wir an? Eigentlich brauche ich den Tisch absolut gar nie. Perfekt. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem an. Ich habe öfter auf TikTok gesehen, dass einige einfach Flaschen mit einem Schnürsenkel aufmachen, wie ihr hier sehen könnt. Und beide haben es geschafft. Okay, Alter, wenn das klappt, wäre übel sick, weil wie oft hat man den Moment, dass man einfach keinen Flaschenöffner hat. Ich hoffe jetzt mal, dass meine Schuhbändel das werden überleben, weil ich habe keine Ahnung, wie man neue Schuhbändel in die Schuhe rein tut. So, ich habe extra meine Nikes geholt, die ich selber mal angemalt habe. Und jetzt kommt noch das Getränk. Nicht, dass ich Alkohol trinke. Ich muss glaube die Kamera ein bisschen abnehmen, weil... Hey, ich schaffe das nicht zu stehen. Okay, angenommen, wir werden jetzt... Wieso ist jetzt die Kamera schräg? You had one job, nicht schräg zu sein. So, Bre, wie machst du das jetzt? Wir nehmen einen Stuhl. Alter, ich bin nicht so sportlich. Oh. Wir haben einen Schuh, tun diesen herum und jetzt einfach wegreißen. Ich habe Angst. Schon wenn meine Weissauce jetzt dreckig wird, dann rastisch aus, Bruder. Ah, das ist so ein Scheiß. Das macht mich psychisch fertig. Ich könnte meine Schuhe einfach abziehen, Bro, Alter, Dumbass. Ah, ich habe keine Lust mehr auf die Scheiße. Ich habe vielleicht einfach zu wenig Kraft und sollte wieder mal Sport machen. Papi! Es gibt einen TikTok-Lifehack, den ich cool finde, aber ich habe zu wenig Kraft. Der TikTok-Lifehack ist scheiße. Update, der hat einen runden Schuhbändel jetzt irgendwie. Nein, meine Hose! Der TikTok-Lifehack ist schlicht scheiße. Okay, beim zweiten Hack geht es darum, dass man die Situation vermeidet, das kann man vielleicht meistens als Frau, dass man eine Hose hat, die oben zu Lux sitzt und ja, man kann einen Gürtel anlegen und dann sieht es aber nicht so nice aus, weil ohne Gürtel sieht es meistens nicer aus. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass die da so anliegend ist. Und das funktioniert mit folgendem Hack. Wenn das klappt, das wäre Ehren. Let's try it! So, schau, ich habe die Hose und ich liebe die Hose eigentlich, aber irgendwie, ich habe sie so oft gedreht und so oft gewaschen, dass sie mir ein bisschen hier zu locker ist. Da machen wir mal alles zu und jetzt muss man einfach den Knopf in die erste Schlaufe bringen. Okay, und los. Und jetzt Hose da dazu. So, ja, aber es ist übel schräg jetzt. Ist das jetzt nice? Also es ist, lol, es ist halt actually immer noch zu look. Scheiß drauf. Vielleicht ist es jetzt auch bei dieser Hose nicht so nice, weil es halt mega dicker Stoff ist. Das ist jetzt da wie so doppelschichtig. Ah, ich weiß nicht, mich stört das mega da, weil es so ein Gewurstel ist. Und es ist halt auch noch so schräg. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal probiert habt. Und wenn ja, hat es geklappt. Findet ihr das nice? Macht das öfters? Okay, also ich habe so oft, dass ich Pullis anziehe und wenn ich sie abziehe, dann ist alles voller Füße. Seht man die da? Die sind mega lästig und die bringt nicht einfach so weg. Und ich hasse das. Ich hasse das. Auf jeden Fall soll es jetzt einen Hack geben, wo man die easy kann einfach wegbringen kann. Und ich bin richtig gespannt, ob das funktioniert. Also lass austesten. So, wir haben da ein Messer, ein Kamm und 2 Klemmerli. Ey, ich habe so Angst, dass ich mein T-Shirt kaputt mache. Ich liebe das T-Shirt eigentlich. Enttäuscht mich nicht. Ist was passiert hier? Das vielleicht mache ich einfach nur mein T-Shirt kaputt. Schau die scheiß Klemmerli eigentlich nicht mal. Aber ich weiß, der Kamm ist, habe ich immer noch nicht gecheckt. So, es kommt da oben. Doch, sieht man das? Doch, das sieht man schon. Aber sonst, ich würde sagen, Test bestanden. Okay, ich glaube, ich bin nicht die einzige Person mit so einer Hülle. Okay, wahrscheinlich muss ich noch den Fußpass rausnehmen. Alle, die mal eine durchsichtige Hülle in seinem Leben besitzt haben oder immer noch besitzen, die wissen, dass sie irgendwann so hässlich braun verfärbt wird. Und irgendwie ist es so schwierig, die einfach zu waschen. Und offenbar gibt es einen Lifehack. Anscheinend ist es ganz einfach. Man braucht Zahnpasta, Säufe und ja, Backpulver und Weisswein-Essig. Und dann sollte die Hülle nachher wieder schön sauber sein. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal, ne? So, als allererstes Zahnpasta. Das fühlt sich irgendwie hässlich an. Bruder. Dann Seife. Ja, mach mal ordentlich rein hier. Dann Backpulver. Und Essig. Okay, jetzt Wasser drauf. Okay, jetzt für 5 Minuten einwirken. Wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Go.
Perfekt, Alter. Sie sieht sogar noch hässlicher aus als vorher. Okay, ich tue es einfach mal richtig abwaschen, schnell. Seht ihr das? Das ist irgendwie wegen Backpulver oder so. So hässlich, Alter. Absoluter Flop. Okay, das nächste ist absolut kein Lifehack. Und es ist, glaube ich, nicht viraler gegangen als das hure Gutzli. Ich muss das auch mal erlebt haben. Okay, ich will, dass das in meinem Lebenslauf steht. Es ist eigentlich ganz easy zu machen. Man braucht einfach Zucker und Backpulver. Darum, ich würde sagen, wir backen mal den Cookie. Mamo, du bist jetzt der Cameraman. Du musst schauen, dass das Licht gut ist und ich schön aussehe. Du siehst doof aus. Wir brauchen eine Pfanne. Tada. Und Zucker. Hey, was ist das? Du hast die Pfanne nicht schön abgewaschen letztes Mal. Willst du auch ein bisschen machen? Willst du auch einen Keks machen? Machen mit mir. Ich mache nachher Apple Crumble. So, dann wir das karamellisieren. Jetzt kommt Backpulver in die Masse. Das sieht nice aus. Nee. Kann ich das auf den Stein? Oh, 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 oh. One for you, one for me. Jetzt einfach ein bisschen warten und reinstechen. Wow. Nee, Bre. Ah! Gut, und jetzt machen wir die Challenge. Und was wollen wir machen? Irgendetwas mit dieser Nadel. Und wenn ich das nicht schaffe, werde ich umgebracht. Wir haben nur 3 Minuten Zeit, um das auszukratzen. Das Ziel ist, dass du das Herzchen lose hast. 3, 2, 1, los. Was? Oh, mal schnell. Jetzt zieht auch das Herz. Ich bin schon gestorben. Wer spielt so ein Spiel? Das ist zum Kotzen. Das ist langweilig. Oha, hey, ich bin nicht schlecht dran. Ich habe putzt heute Morgen und du spickst das Garment-Zeug in den Stuben um. So, das ist okay. Jetzt will ich es noch probieren. Achtung, fertig. Das ist nicht fein. Es ist bitter, es ist gar nicht süß, es ist bitter. Ja, Oh, das ist ganz grusig. Ich kenne safe den Moment, wo ihr ein T-Shirt anhabt und es ist einfach viel zu lang. Und wenn es dann irgendwie reincroppen und es sieht jede Art Scheiße aus oder unvorteilhaft oder irgendwie, für das gibt es einen neuen Lifehack. Und zwar, du brauchst einfach noch einen BH. With a T-shirt. Also wenn das funktioniert. Beißt das nicht übel nachher. Also so. Egal, wir probieren es einfach. Also offenbar muss ich es jetzt verkehrt anziehen. Boah, jetzt kommt Genius. Schaffe ich es so anzuziehen, dass das Video nicht gesperrt wird? Ich kann eigentlich so machen. Was ist? Also du lachst gar nicht wegen mir. Moment. So, jetzt muss ich das anlegen, dass der BH über dem T-Shirt ist. Oh, Bruder. Und jetzt kann ich offenbar einfach so oben reinsteigen, als wäre nichts passiert. Alter Hase, können mal ruhig sein dort hinten. Ich muss ein Video drehen. Zum Kotzen ist es hier. Oh mein Gott. Oh, well done. Sieht das gut aus? Du musst einfach sagen ja und dann ist gut. Es sieht scheiße aus. Nein, wirklich. Jeder merkt, dass das eigentlich ein normales T-Shirt ist. Die Hose hast du auch noch offen. Aber es wäre doch cool. Also dann ist es halt schön. Wir kommen zum letzten Lifehack und wenn der funktioniert, das wäre so nice. Also wie ihr seht, sie hat da so ein mega nice Top an, so yo, okay. Aber es muss natürlich noch nicer sein und zwar hat sie irgendwie mit so einer Schnur, hat sie das oben befestigt und nachher hinten auf der Seite, sodass es eigentlich ein rückenfreies Top wird. Wenn das funktioniert, das wäre irre. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich muss jetzt einfach noch irgendwie einen Faden finden. Ich mache es jetzt einfach mit so einer Schnur. Ich habe gar nichts Besseres gefunden, aber scheiß drauf. Okay, ich habe es jetzt mal hinten da durchgemacht. Sieht das nice aus. So, ich kann jetzt mal so ein bisschen was probieren. Ich glaube, es ist ziemlich nice. Also ich weiß nicht, wie es von vorne jetzt mega aussieht, ob es jetzt viel nicer ist als vorher. Aber ich finde, von hinten hat es übel was. Okay, es ist vielleicht jetzt viel zu kalt draussen. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwie zu rückenfrei ist, weil es halt wirklich nur Schnur hinten hat. Aber es ist verdammt geil. Ja, das wären alle Lifehacks, die ich jetzt noch ein bisschen ausgesucht habe. Falls ihr noch mehr nice Lifehacks habt, dann schickt es mir unbedingt auf Insta mit einem Link, irgendwie so. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn ihr es nice gefunden habt. Und natürlich mich zu abonnieren, da würde ich mich sehr, sehr freuen. By the way, danke vielmals für 30'000 Abonnenten. Holy shit, ich habe mich mega gefreut. Das ist wirklich ultra krass einfach. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!